ich habe ein Bier für dich, Nein, Kid Rap. super, danke. Was gibt's heute? Heute gibt es Schoraumer Hell. Oh. Ich nenne es das Grerne. Warum trinke ich das, Kid Rap? Erstens, weil ich ein starkes Alkoholproblem habe. Punkt. Du kannst mir also jedes Bier dahinstellen. Ja, Aber dieses Bier trinke ich ganz speziell, weil ich es sehr gerne trinke. das ist schön. Ja. Du. Ziel nicht damit auf mich, du hast das gar nicht im Griff. Das ist voll im Griff. Ich halte jetzt einfach hinten fest, dann kann nichts passieren. So. Wir lassen noch ein bisschen reindrücken, dann geht's immer noch schöner. So. Ja. Und jetzt schau ich nicht einmal hier. Oh, Ah, schöne Nummer. der ist schön gesegelt. Das ist unfassbar. Du musst das nicht einmal festhalten. Nein. So, jetzt auch das wieder. Oh. Tut mir leid für dich. Ja, was soll's. Servus, Alter, aber erst einmal Prost. Jetzt das haben wir uns auch verdient. Prost. Auf Prost. uns. Ja. Ich habe gesagt, wir machen es ein bisschen weihnachtlich. Ja. Okay, die hat drüben schon ans angesprüht. Mei, Das ist echt widerlich. Das Spray, aber. das riecht da gar nicht krebserregend. Nein, ich glaube nicht, dass wir aus der Flasche noch trinken sollten. So. Willkommen zur Weihnachtsfolge. Ich hoffe, es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Nein. Ho, ho, ho. Heute ist Nikolaus. Stimmt. Ja, oder der 1., der 5., der 6. ist heute. Starten wir, jetzt, bevor wir in den Schmarrn reinkommen, starten wir mit den lustigen Tierfakt, kurioser Tierfakt, je nachdem. Biber produzieren ein ölartiges Sekret namens Castorium, in Klammern Bibergeil, Okay. das sie zur Fellpflege und Reviermarkierung nutzen. Unglaublich, aber dieses Sekret wurde früher wegen seines Geruchs, der an Vanille oder Leder erinnert, als Zusatzstoff in Parfüms und Lebensmittel verwendet. Als natürliches Aroma. Ist das, also darf man das wie so einen Biber-Lusttropfen vorstellen? Oder? Ich Also ist weiß das nicht, Sekret, wenn er, also Biber Ja. geil in Klammern heißt, dass er das ausstößt, wenn er geil ist? Oder? Aber gut, er kann nicht immer geil sein, wenn er sein Revier markiert. Kann er schon. Kann er schon. Ja. Das war eine sehr schlechte Idee mit dem Schnee. Ich nehme es nicht mehr gerne ins Hand. Nein, ich muss jetzt auch umnehmen. Ja. Eine Ich habe mir falsche letztes Mal Entscheidung auch, es gibt da so ein Sprühmittel, das die Scheiben, wenn die richtig angekratzt ist, dass Ja, das genau. leichter geht. Das hast du eigentlich, ich wollte mir das letztens wieder kaufen, weil du so Werbung dafür gemacht Ja, hast. ich habe es im Auto gehabt, das ist mir ausgelaufen. Oh shit. Ja, In deinem Nein. ja. Aber Na. im Kofferraum, Gott sei Dank. Aber man sieht da nichts. Also ich weiß nicht, es war nichts nass, es war nur weg. Ja. Naja. Aber du darfst da wieder, warte mal, wie kann das auslaufen? Ja, ich hab's, Ist anscheinend- irgendwo ich hab's in eingeklemmt? so einem Netz gehabt und ich hab das aber auch erst einmal hergenommen. Also ich hab's nicht, wie soll ich sagen, ich hab's nicht, den Drehverschluss habe ich nicht aufgemacht. Ja. Aber trotzdem ist es irgendwie ausgelaufen. Das ist sehr ärgerlich. Ja. Ich hasse es, wenn Dinge im Auto auslaufen. Meiner Oma ist einmal Benzin- oder Dieselkanister, das was sie hartnäckiger hält, das Ja. kennst du immer bestimmt so. Komplett im Auto hinten ausgelaufen, das ist nicht mehr rausgegangen. Sie hat es dann verkaufen müssen. Ja. Verkaufen wir ein Auto, das nach Diesel riecht. Ich find's geil. Ja. Ich dachte jeden Mal Todesheidern 10 Minuten damit rumfahren und, und die Frau davor fragt schon, Ja. wo fährst du denn wieder hin? Und ich so, Nirgends. Einfach ein bisschen rumcruisen. Ja. So wie früher halt. Das ist ein richtiges Gen Z-Ding, habe ich mitgekriegt. Einfach rumfahren. Einfach rumfahren. Ja. Also, ich habe das schon auch gern gemacht. Ja. Immer beim Dad bin ich zum Beispiel oft rumgefahren, weil ich sogar die Anlage im Auto gehabt habe, ja. um Musik zu hören. Aber diese Arschlöcher hören teilweise auf beschissenen Anlagen, Ja. fahren die mit dem Auto rum und Er ist ein alleine. Zeitvertreib, ja. Ja. Und also kann man jetzt ja ganz offen sagen, unser ehemaliger Azubi, also nicht der Tom, sondern der davor, der war kein Azubi, Praktikant, Praktikant, ja. der Philly. Der hat auch gesagt, was machst du heute noch? Dann habe ich gesagt, ich fahre einfach nur mit dem Auto rum. Ja. Und sage ich, mit wem? Ja, alleine. Ja. Was machst du noch? Hörst du Musik? Ja, weiß ich noch nicht. Ja. Aber gut, da schieben die jungen Leute was mit sich anzufangen ist. Ja, schon ein bisschen. Ja, dann Autofahren. sind sie weg von der Straße und verkaufen uns keine Drogen. Ja.
Ich hab jetzt, mir ist in letzter Zeit oft aufgefallen, dass ich manche Menschen seltsam finde und das war jetzt so eine neue Kategorie, die ich ab und zu mal einwerfen darf. Ich habe nämlich 2 Menschen gefunden, die ich sehr seltsam finde. Okay. Und zwar Menschen, die sich bei McDonalds einen McFish holen. Ja, ja. Finde ich sehr, sehr fragwürdige Typen. Ja. Und kennst du das Sandwich-Eis? Ich hoffe, ich greife dich da jetzt nicht persönlich an. Nein, ganz und gar nicht. Menschen, die das von oben nach unten essen. Also alle 3 Eissorten gleichzeitig. Es ist ja Warte. Erdbeer, Vanille, Schoko Ja. und ich ist das quer. Ist das Ich ist quadratisch? Also ja, ist das gleich. ja, also erst das Erdbeer und die meisten Leute, die ich kenne, machen das so. Die essen erst das Erdbeereis weg oder halt erst Schoko und Ja. dann Vanille und dann Ja. Schoko. Ja, aber es gibt Menschen, die das von oben essen. Also die, wo dann alle Eissorten auf einmal in der Fotzen haben. Das glaube ich, da ich nicht so machen. Aber ich muss Ja. auch sagen, dass ich also so ein Sandwich-Eis, weiß ich nicht, das ist für mich. Ja, es ist halt, das ist ein bisschen wie, Das ist wie die Haribo-Mischungspackung, die Colorado-Dinger, wo die ganze Scheiße drin ist. Ich weiß, viel mengt das. ja, er ist ein bisschen wie so eine Fertig-Bolognese von Maggi. So ein Ding, das erinnert mich ein bisschen an Kindheit einfach. Deswegen isse ich das ab und zu Bei ganz gern. Kindheit, ja. Bei Meine ihr Kindheit. arm war's. Ja, sehr arm. Wir haben Häagen-Dazs gegessen damals. Ben Cherries. Ben Cherries wird damals schon importiert. Ja, wir sind Klar, da hast du deine Lutschfinger dir. Ja. Also, aber halt nicht die Originalen. nein, nicht die wo es beim Kick gibt, so ein ganz Backel Ja, Wassereis. richtig, ja. Ja, wo es aber dann- nur die Plastikdinger zum selber Orangensaft einfüllen. Ja. Ne? Ich habe mir oft Fruchtzwerge-Eis gemacht. Ja, hab ich auch das mag ich gemacht. gern. Habe jetzt auch im Erwachsenenalter noch mal nachgeholt, mag ich nicht mehr so gern. Ah, okay. Ja. Ja, es ist ja nicht dafür gemacht, eingefroren zu werden. Du merkst einfach, dass, wenn du dann drauf beißt, das hat eine ganz, ganz komische Konsistenz. Ja. Das bleibt zwischen meine sehr schlecht gepflegten Zähne Ja, hängen. Ist jetzt rückblickend auch nichts mehr für mich. na, schade. Ich habe mich weiterentwickelt. Ja. Kurzer Wochenrückblick, war der erste Advent, entspanntes Wochenende. Ich glaube, weiß nicht, ob bei dir was los war. Ja, Entspannung, reinste Entspannung. Ich glaube, wir sind gerade wieder ein bisschen auf dem Weg, dass wir gesünder werden wieder. Ja. Ich habe heute, falls euch interessiert, ich habe es am Kid Rap schon voller Begeisterung vorher erzählt. Schickt das auch, vielleicht kann man das als Reel rausschneiden und auch alle eure Freunde schicken, dass ich seit 2 Tagen nichts anderes mache als Rotzen. Ja. So geil. Alles, ich glaube, da war einfach alles voll. Ich glaube, dass ich vom Arschloch Ja, bis hier mit Rotze voll war. Und es hat sich aber nur das linke Nasenloch ausgesucht. Und da kann ich jetzt durchgehend rotzen, das ist sehr befriedigend. ich kenne das ja als Allergiker. Du ja immer, aber Es ist aber komischerweise immer nur ein Nasenloch, meistens. Also Aha. es ist nie so, dass beide Vollstoff geben, dass so ist jetzt die Luken auf und raus mit dem Zeug, sondern irgendwie ist immer nur eins. wechseln sie die ab oder, also sprich, also es ist bei nicht mir so, dass ist das, nicht immer das Gleiche. Ne? Vielleicht hängt dann irgendwann mal was Hartes dazwischen, Ja. so dass man. Oder, das du, ja klar. ne, hast du schon mal eine Nasendusche benutzt? Nein, noch nie. Ne, das ist so, es ist sehr befriedigend. Aber sagen ja. viele Leute, dass das ein Game Changer ist. Ja, es Wie ist zwar funktioniert unangenehm. das? Ja, du hast halt da so ein Gefäß mit Wasser, so einen leichten Schlauch da jetzt, Ja. ist eher einen harten, nein, kein Schlauch. Also, Ja, Gummi, was er lässt, ich kann es mir schon vorstellen. und dann musst du das mal so seitlich hin Ja. und dann über dem Waschbecken. Ja, und dann schüttest man das Nasenloch und rein. dann geht das da so einmal drum rum. Echt? Und, dann, und ein bisschen was läuft da rein. Heißt das Ist dann da einmal das ätzend. Kochsalzlösung oder Ja. was Besonderes drin? Und das reißt alles mit. Ja, es tötet halt die Bakterien. Es hilft beim. Es ist jetzt nichts, wenn es. Spürst du das, wenn es da durchläuft? Ja, Geil. ja. Man merkt halt, je nachdem, wie das Wasser temperiert ist, merkst du halt schon einen Unterschied auf jeden Fall, ob es jetzt kalt oder warm wird. Was machst du jetzt, wenn das so zu ist, dass es nicht weiterkommt, dann läuft es das gleiche Nasen wieder raus? Ja, oder dann geht ist das halt, nicht? dann läuft es halt beim selben Nasenloch wieder raus und dort ist halt, brennt halt in die Augen. Es ist wie wenn du unter Wasser die Augen aufmachst, ein bisschen. Stell dir mal vor, Ja. du hast das konzentriertes Nasenspray Ja, und machst mit konzentriertem Nasenspray eine Nasendusche. Das muss ja ein No. Mind Change. Ja. Wahrscheinlich nicht so gesund. no, nein. Ich weiß Ja. gar nicht, was ich das Wochenende gemacht habe. Doch, ich war beim Essen, du warst da beim Essen. Thanksgiving essen. Ich war beim Thanksgiving essen. Ja, muss ich sagen, finde ich irgendwie eine nette Tradition von den Amis. Mir ist ja der Hintergrund ist mir scheißegal. Ja, Und glaub, weil dass weil das ich muss eher mich bei niemandem erfunden ist. bedanken dafür, dass ich einen Haufen Geld für so einen Vogel ausgebe. Gell? Ja, Muss ich jetzt auch mal sagen. ja, Nein, aber wir waren 16 Leute, die sie da getroffen haben. ja. Und das, also es hat was. Ja. Es werden immer mehr Leute. War ich mal so vor dem Asylantenheim. Ja. Auch nett. Eigentlich schon. Das ist so So eine Thanksgiving, schöne danke. Pennertonne. Ja, dass ihr hier
dass wir hier zu euch kommen dürfen, aufgrund von eurem Asylgesetz. Ja. Klar, war damals wahrscheinlich ein bisschen anders bei den Amis und die Natives, Ich aber denke, das war genauso. ja, und ansonsten, ja genau, wir haben nur unser Intro-Draht für unsere Show, haben wir noch mal ein bisschen aufgepeppt, Ja. was du fleißige, Es ist nicht alles echt. ja, Es ist ein ganz kleines bisschen AI dabei, bin ich ehrlich, aber du kannst dich damit halt künstlerisch jetzt komplett anders da ausleben. Es wäre dann nochmal ein bisschen verfeinert dann fürs Backstage, also die jetzt in Saalbach nicht dabei waren, das war ja dann offiziell gestern, wenn sie das Herz, am Backstage kommenden Samstag wird es dann nur eine verfeinerte Version geben. Ihr seht es dann erst einmal, also Regensburg war ja schon geil, ja, aber die erste Show ist einfach nie die finale Show, das geht einfach nicht. es entwickelt sich eigentlich ständig weiter Ja. und dann ist es eine nächste Tour. Aber Backstage, da wird schon, also wenn es nur Ticket, Mist. Komplett ausverkauft, ja. Wir sind ja, schon seit geraumer Zeit gibt es keinerlei Tickets mehr. Das ist aber, war ein Ring, das ist jetzt die zweite Show unserer Tour, gell? Ja, also das Die erste, wie war da die Kartenverkäufe? war ausverkauft. Auch schon weit vor. Weit vor, okay. Ja, ich habe mir jetzt rein für die Statistik. Also Ja, schon, ja. Ich wollte jetzt nicht irgendwie. Nein, war ausverkauft, zweimal. Zwei Shows ausverkauft. Mal schauen, wie es weitergeht, aber nein. Nein, ich glaube, Bayern ist auch mal die Wiesen relativ insgesamt wert ist schon. Ja, ich freue mich auf Wien. Ich hoffe, dass in Wien ein bisschen was geht. Ja, Unser Azubi, der Tom, hat letztens gesagt, dass wir in Wien die zweitmeisten Hörer haben ja, von alle unsere Hörer. Das sind, keine Ahnung, was hat er gesagt, ich glaube 30.000 kommen nur aus Wien. Wenn die jetzt alle zum Konzert kommen, ja. Dann sind wir voll. Hätten wir Halle voll, ja. dann sind wir voll. Ja, Aber die muss man nur, vielleicht machen wir eine kleine Mailing-Kampagne. ja, schon, ja. Ja, du, wir sind ja da. Vielleicht können wir kurz ein Video dran dann am 20. Kleine Promo. Achso, Wir sind stimmt. privat da. Ja, stimmt. Hast du recht. Ja, da müssen wir irgendwas Cooles machen. Dass wir weil Wien, wie viel passen denn da rein? In den 200 oder Drecksladen. so. Ach, das nicht mehr hinkriegen, dann können wir aufhören. Ja, schon, ja. Dann machen wir den Laden dicht. Eigentlich ist das was für ein Wochenrückblick. Das haben wir noch gar nicht. Es gibt eigentlich eine ziemlich geile News. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal Zeit habe. Aber ihr wisst ja, dass wir gemeinsam eine Filmproduktion haben. Ja, das ist ein bisschen. Boah, mehr Infos. Ja, klar. Wir haben ja gemeinsam eine Weil wir machen sehr Filmproduktion. viel verbotene Sachen, über Ja. die wir hier nicht sprechen. Richtig, ja, deswegen war ich jetzt gerade erst einmal verunsichert, weil ich sage, okay, wo führt das hin? Wir haben viel schwebende Verfahren. Ja. Entschuldigung jetzt. Ja. Wir haben eine gemeinsame Filmproduktion, also Norella Films und jetzt dann bald Boris Brand. Und ich habe mich dazu entschieden, nächstes Jahr mich da relativ rauszuhalten, damit wir uns einmal ein Jahr, also dass wir uns beide halten, uns nächstes Jahr relativ raus. Wir sind ja ein paar mehr Leute bei dieser Filmproduktion. Wir stehen natürlich beratend zur Verfügung und natürlich für unsere Top-Kunden, natürlich bleiben wir ansprechbar. Wir sind nicht aus der Welt, wir sind immer noch im gleichen Büro. Aber wir möchten uns nächstes Jahr zwar komplett auf die Musik fokussieren. Das bedeutet für euch als treue Zuhörer, sowohl beim Podcast als auch bei der Musik, dass nächstes Jahr richtig, richtig wild wird. Ja. Oder, wie man auch schon vermutet, wahrscheinlich sind wir einfach beide das ganze Jahr krank. Ja, oder es bricht Krieg aus. Ja, das war so nervig. Ja. Dann sage ich nein. Herr Putin, Herr Trump, da spiele ich nicht mit. Nein, halt, stopp. Ja, Bis hierhin, Ukraine, alles nur cool, alles nur witzig gewesen. Ja. Super Gag, kann man machen, muss man machen. Aber jetzt ist er irgendwann einmal. ja, Nein. Ja. Sonst ein Wochenrückblick, wir proben jetzt gerade für Saalbach. ja, Proben dann nochmal nächste Woche mit der Band für das Backstage und Ja. ich bin ziemlich hart aufs Backstage. ja. Ja, die nächste, also die Woche Alle einfach. ab heute wird mega. Also morgen Saalbach, Montag Nürnberg Dream. Stimmt, wenn sie das Herz morgen dann. Ja, spielen wir beim Montag. Dream in Nürnberg. 9000 Leute. Ist natürlich die Kurve nochmal steil nach oben gegangen. 9000 nur. Ja, wo wir gehört haben, wo die Leute gehört haben, dass auch wir kommen. Also als wir den Pause gemacht haben. Da hoffe ich halt, dass irgendwas kommt vor ihm, ganz ehrlich. Weil natürlich, es hat jetzt eine gewisse Größe, dass man sagen kann, das wahrscheinlich kommen sie wegen mir, aber die Leute da draußen, die Kurzentschlossenen, die so die letzten, seit Announcement, sage ich mal, dann sie entschieden haben, ein Ticket zu kaufen, die wissen genau, warum sie da sind. Ja.
wegen die 20 Minuten Las Porteras am Anfang. Da werden wir das Ding komplett abreißen. Ich werde auf jeden Fall, ich werde jede Frau, die in der ersten Reihe steht, anpacken. Ja. Also, du bist nicht wegen mir da. Was ist dein Scheißproblem, sage ich. Was ist denn dann geh hintere. Wenn du mich nicht beim Musikmaß, dann geh hintere. Das ist ja mein Recht. Ja. Oder nicht? Auf jeden Fall. Doch. Korrigier mich, wenn ich nicht recht Wir habe. haben das Hausrecht in Nürnberg. Stimmt, richtig. Ich möchte es nicht Nein. machen. Ab Versteh und mich zu nicht werden wir falsch. gezwungen, ja. Aber das ist ja so ein konkludentes Einverständnis zwischen Künstler und der Frau in der ersten Reihe, dass wenn ich da hingehe und wenn ich schmusen möchte, Ja. dann kann es mitmachen oder sie geht hintere. Ich darf das gar nicht vom Geschlecht abhängig machen. Das sowieso nicht. Also egal, wer da steht. Ich bin jetzt gerade, weil ich gerade wieder ein bisschen hetero bin. Achso, okay. Aber wie gesagt, das ist von Konzert zu Konzert natürlich unterschiedlich. Und je nachdem, was ich meine pfiffen habe. Richtig. Und das ist meistens alles. Ja. Sprich, das kann sich auch während einem Konzert noch Ja, ändern. schon, ja. Das kann während ich gerade mit einem Typen rummache und mit einem Auge darüber schaue und sage, hey, sag mal, der Biker da hinten, der ist es jetzt ja gerade. Dann schiebe ich es weg, sage, du gehst hinterher, du bist doch nicht mein Typ. Oder so eine Box auf der Bühne. Wie eine Box, Das ist eine Box. Also so eine Tonbox. dass ich mit der rummache. Ja, Ja, klar. na schon. So, ja, eigentlich wurscht. Völlig egal. Habt ihr also da- Entschuldigung, ich weiß nicht, gerade habe ich so eine komische Phase, wo ich mich mehr auf die Menschen. auf Leben das. Aber Jeder wird er wohl. Das ist ein freies Deutschland. ja, freie Liebe. Ja. Sollen wir zum Thema der Woche kommen? 90s Kids. Das Oh. sind wir knapp noch. Schau mal, wenn wir uns bewegen können. Sag mal was drauf. Typisch Ja, Andy. ich bin der Endgegner. Das sind so Sachen, die kennen wir. Wer war es in den 90er aufzuwachsen? Also, ich weiß nicht, was das in einer anderen Zeit Ich wollte gerade aufzuwachsen sagen, das ist aber- echt blöd. Mir fällt auch hier die Anhalts. Ich glaube, für jeden, das war halt unsere Zeit, war halt unsere Zeit. Ja. Und wie bei jedem wird es so sein, dass wenn du halt dann die ganze Scheiße von damals hörst, dass es dann wieder, dass Ich dich glaube, freist. ja, was bei unserer Zeit cool war, ist, dass wir so einen Wandel mitgemacht haben. Also von, ich hänge noch mit den Boys draußen, baue ein Baumhaus, mach das Baumhaus vor die anderen kaputt, Vor allem das. zum Gameboy, Ja. Handy, Ja. Internet, das ist dann alles so peu à peu gekommen. Also wir haben das da quasi alles... Wir haben die Jahrtausendwende miterlebt. Da hat schon. es so groß in der Tellerglas gegeben. Ja, stimmt, ja, das Das war ist ja geil. ernst. Wir hatten das, ja. Ja, wir auch. Das einzige Mal, ja, dass wir keine Toga hatten, weil wir arm waren. Muss ich mal schauen, wo das ist. Ja. Das müsste das irgendwo, da haben bestimmt meine Oma ganz viel Centstückler oder so Ja. rein da. Einmal hat meine Mom, weil sie gedacht hat, dass ich sie verarscht, dass ich halt einfach nur das wegen der Marke, wo ich halt Nutoka ins Nutella-Glas Das, rein tue. so haben alle Ja. sagen, meine Eltern. Willst du mich verarschen? Das ist ja, wenn du die normale Cola nimmst und da diese Freeway-Cola reinschützt. Das merkst du auf jeden Fall, ja, wenn es kalt ist, weil es einfach schmeckt wie geschmolzenes Wasser ist. Ich frage mich auch, was sie da. Meine Mutter hat versucht, mich damit zu überzeugen, dass Stiftung Warentest gesagt hat, dass das im Test besser abgeschnitten hat als Nutella. Ja. Dann sage ich, ist mir doch scheißegal. Ja. Das ist, und dann hat sie hat es nicht umgefüllt, sondern sie hat mir halt ein Brot gemacht. Ja. Weil ich gesagt, ja, weil halt. Und da war dann auch noch Toka drauf und ich hätte fast gekotzt. Ja. Ich war, also ob du mal so einen Unterschied, ja klar schmeckt man einen Ja. Unterschied. Es ist ja auch nicht zum Kotzen, das Nutoka. Wenn es kein Nutella gibt, dann da die Nutoka essen, aber das sind zwar komplett unterschiedliche Aufstriche. Ja. Das Einzige, was die gemein haben, ist eine ähnliche Farbe. Das macht mir immer bei so All-Inclusive-Hotels, wenn es dann irgendwie so Pancakes oder Pfannkuchen gibt und du siehst dann die Schokoladensauce und ich denke mir, oh, geil. Und dann tust du die drüber und denke mir, ihr Dreckschweine. Die Arschlöcher bei manchen Stände, die haben auch die großen Nutella-Glasel und da weiß ich, da ist auch ganz schon, oft ja. nicht Nutella Nein, drin. Weil ich das ist freue eine mich Frechheit, immer. ja. Ich habe mir sogar einmal dann Nutella gekauft im Geschäft, habe es mit ins Hotel genommen und habe mir dann die Pancakes geholt und habe mein eigenes Nutella gegessen. Nein. Ja, da, ja. Das ist klug. Ja. Weiß nicht ganz so teuer, war glaube ich in Italien oder so. Mal, ja. Problemlöser Kid-Rap. Ja. Du nimmst gerne eigene Dinge mit, um dein Essen zu verfeinern, wie der Autosenf. Mein Autosenf, ja. Also, ist nicht nur seine Leistung. Harry und er haben beide einen Autosenf Ja, gehabt. aktuell habe ich keinen, aber jetzt wollte ich nicht mal schauen. Nicht, dass Dass er als da wieder Mercedes-Fahrer, ausläuft. ob ich da nicht hinausgewachsen bin aus Ja. diesem Ganzen, da wird jetzt eine KW irgendwo drin. Nein, dass wir jetzt einfach jemanden haben, der immer Senf dabei hat. Stimmt, ja. Ein Ja, der, wo man immer Angestellten. nachfährt, Ja, richtig. weil sie Lust auf Senf hat. Sire, brauchen Sie Senf? Ja. Sag ich, nein, Jetzt nicht. Sie nerven. Ja. Na, insgesamt war, also ich glaube,
Insgesamt insgesamt war es wie? war eine schöne Zeit, unsere Kindheit. Also, ich glaube, kann man sich nicht beschweren. Ich finde, mir fällt es noch gerade schwer, den Bezug eben zu den 90er speziell herzustellen. Also, Ja. wie du schon gesagt hast, die Gameboy-Zeit war geil. Ich war aber da wird doch jeder, wird in seiner Zeit irgendwie was gehabt haben, was, Ja, ich weiß es nicht, ob zum Beispiel unsere Großeltern, dass die sagen, dass ihre Kindheit geil war, weil die ja schon voll früher zum Arbeiten angefangen haben müssen und vielleicht, keine Ahnung, da noch nicht drüber geredet worden ist, wenn der Onkel zu dir ins Zimmer gekommen ist und ein bisschen nett zu dir war. ja, da war das da sehr wenig drüber geredet. Ja. Und ja, vielleicht noch so, die Leute waren ja noch kälter früher, also die Eltern von unseren Großeltern quasi haben noch einen leichten Kriegsschaden gehabt, da jetzt einmal sagen. Aber das ist auch geil, weil ich habe mit meiner Oma auch schon mal drüber geredet. Das Problem ist gar nicht, dass die so kalt gewesen sind alle, sondern speziell jetzt, wenn es um Kindererziehung geht. Na, Einer ist das eintrichtert worden, dass man, also diese Kälte war gar nicht aus einer Emotion heraus begründet, sondern aus einem Erziehungsaspekt, dass man zum Beispiel das erste Kind nicht rumtragen. na, Das muss schon selber irgendwie. Alle diese Sachen, bei Kind muss sie in Schlaf schreien. Ja. Das sind kranke Sachen. Vielleicht funktioniert es, ich weiß nicht. Aber ist mir auch wurscht. Ja, also denen ist das, die haben das halt weitergegeben und sind auch fertig gemacht worden dafür, wenn sie es anders machen, wie es ihnen Ja. beigebracht wurde. Aber vielleicht waren sie auch noch zusätzlich insgesamt ein bisschen abgestumpfter. ja, ich glaube, es war ja insgesamt wegen dem Krieg, oder? Da wolltest du halt relativ wahrscheinlich emotionslose Soldaten haben und hast halt dann dementsprechend deine Kinder erzogen oder ist dir empfohlen worden, deine Kinder so zu erziehen. Aber schau mal, was jetzt ein Wandel, den zum Beispiel unsere Großeltern mitgemacht haben, ist Krieg, kein Krieg mehr. Ja, Das ist uns aktuell noch. ja. Ja, Also in der Deutschland Jugend. zumindest. Ja. Ja. So unsere Eltern haben ja, bevor wir wieder zerfleischt werden in die Kommentare, gab es ja den Jugoslawienkrieg und so ein Zeug. Ja, in ist, Europa. ist, Und ist, jetzt ist haben gut, wir, es ist immer Ja. irgendwo Krieg. ja, Wenn sie jetzt irgendwo ein kenianischer Maasai-Stamm schon, mit, ja. mit ein paar Wieder Löwen prügelt. wieder in Zündig in den 7-Eleven reinläuft. weil, Der Security, die nur denkt, oh Mann, ja, nicht schon wieder. mit einer scheiß Speere. Verpisst euch. Ja, wahrscheinlich haben die auch irgendeine Erlaubnis, dass sie eine Sperre überall tragen Ja, dürfen. ja. Aber gut. Ja. Woran erkennt man, dass wir 90er-Kids sind? Ich schätze An, an die Kent Canyon tiefen Falten. du hast gerade Kent Cranion gesagt. Grand Canyon, ja. Aber ja, daran ist, ich glaube, dass man eher für 80er-Kids halt. Ja, Ansonsten, ich kann sehr viel. Pass auf, ich finde, was mich sofort an unsere Zeit erinnert, war einfach dieser Fernsehkonsum. Ich glaube, das wieder und die Anime-Stuff. Ja. Also, das ist Captain Baloo, so eine Sache. Ich kann jeder aus dieser Zeit, Michel Vaillant, ja. die ganze Gummibärenbande. mit DuckTales, Goofy und Max, die Ding. Mighty Ducks. All das. Chin Chan. Hey, Shin Chan, looking for trouble, he's the man. Okay, Top 3 von Disney Cartoons. Ganz spontan. Fang du mal an, damit ich weiß, was du meinst. Also ich meine halt sowas wie Mickey Mouse, Dagobert Duck, diese Sachen. Also so Disney-Serien. Captain Baloo ist eine Disney-Serie, Ja, ja. Gummibärenbande. Also bei mir, ich habe sehr gefeiert Chip und Chap, Ja. Darkwing Duck Ja. und große Pause. Ich glaube, das war so Disneys spontan. große Pause habe ich gar nicht so sehr doch, aber geschaut. gefeiert. Ding habe ich, also Captain Baloo habe ich sehr gern geschaut. Gummibärenbande war ich auch gar nicht so into. Nein. Ähm, Gummibärenbande war so ein, ich schaue es, weil danach was anderes kommt, Ja. was ich sehen will. Und ich habe keinen Bock aufzustehen. ich weiß leider nicht, was alles von Disney ist, aber Goofy und Max habe ich trotzdem irgendwie gern geschaut. Ehrlich gesagt, das ganze, ich nenne es jetzt einmal Entenhausen-Universum, Ja, habe ich schon ganz gern mengen. ja. Und Animes. Animes war für mich also ganz, ganz klar auf der Nummer 1 schon immer Dragon Ball Z. Alter, wir kommen als Serie schaffen, über 40 Runden lang die Genki Dama aufzunehmen. Das ist echt heftig. Das war wirklich, das war das Geil. Das ist eine der besten Erinnerungen, die ich habe mit meinem Bruder. Ja. Weil wir haben uns immer Dragon Ball Z angeschaut und danach ist WWE gekommen. Also ich weiß nicht, ob es auf dem gleichen Sender war oder auf einem anderen. Kurz, aber nach Dragon Ball Z ist dann auch immer so ein Politiker-Verarsche gekommen. So wie die Gerd Show quasi. Ja, ich weiß, was was das du mit so meinst. Puppen nachgemacht haben. Das Ah, ist auch ja, immer- ja, ich weiß schon, was du meinst, aber
Ja. Und ansonsten Pokémon natürlich, Ja. war ganz weit vorn, vor allem halt mit dem Gameboy-Spiel, da bist du dann nochmal ganz anders dabei. Digimon war ich überhaupt gar nicht dabei. Habe ich ein bisschen geschaut, aber ich habe auch nicht so gefühlt. Was ich gerne noch geschaut habe, war Detektiv Conan. Das habe ich auch voll geil ja, gefunden. das habe ich mega gefeiert. One Piece habe ich viel geschaut am Anfang. Sailor Moon, weil es so geil war. Ja, schon. Erinnerst du dich noch an die Dinger mit den Kugeln in das Yoplio Placarapata? Das waren so 3, das war, ich weiß nicht, wie das heißt. Shandy Kamikaze, die wir uns noch Oh, geben. die war aber auch, leck mich am Arsch. Ja, dann Shin-Chan. Ja. Kennst du Ranma ein Halb? Ja, klar. Das ist der, wo ein Tussi wird, wenn er nass wird, oder? Das ist ein rothaarige, glaube ich sogar. Ja, ja, Jaguar. Pass auf, das ist jetzt sau schwierig zu erklären. Ich glaube, oder heißt das irgendwas mit Monster war das? Das ist ein Typ, der hat auch so seine eigenen Monster mal dabei gehabt, wie Pokémon, nur viel Brutal. wilder. Ja, ich erinnert mich grob, aber. Vor allem hat er sein Ding war Wolf, so also. Ich weiß nicht, was heißt, aber das habe ich auch sehr gern geschaut. Aber ich habe alles geschaut. Du hättest mich 24 Stunden vor den Fernseher hocken können. Ja. Was waren deine Lieblings-Sitcoms? Für mich war, wenn ich vorgreifen darf, ganz weit oben King of Queens habe ich so geliebt. Weil, ich weiß noch ganz genau, warum ich angefangen habe, King of Queens zu schauen. Und zwar, weil Carrie war ja früher echt sehr scharf. Ja. Und es war für mich das erste Mal so ein bisschen der Bezug die haben gerade Sex in dieser Serie, weil da geht es ja nicht wahnsinnig oft, aber es wird in irgendeiner Form thematisiert. Bei anderen, das ist ja nicht bei alle so, immer so thematisiert und dann habe ich gedacht, geil. Aber das war einer meiner absoluten Favoriten. Okay, cool. Top 3. Nein, ich wollte das du noch mal. Okay. Was habe ich noch geschaut? Ja, King of Queens auf jeden Fall. Malcolm mittendrin habe ich als Kind viel geschaut. Ja. Prinz von Bel-Air. Prinz von Bel-Air, ein Banger. Ich weiß nicht, ob Charlie Sheen, fuck, wie heißt, Two and a Half Men, aber es war eher schon. War ein bisschen später, ja. Full House. Oh ja, Full House, fuck. Habe ich an Jesse cool gefunden. Und ist immer noch cool, der Typ, der altert nicht. Ja. Ja, irgendwas machen wir falsch. Ein kleiner Insider aus der Tour. Ja. Kennst vielleicht dann sehen. Ja. Ansonsten, ja, das glaube ich war so auf jeden Fall gewesen. Ja, was soll man mehr machen wieder wie in den 90er? Checkers zurückholen. Checkers, ja, Bumfights. Ja. Falls du Bumfights Ja. kennst. Klar. Entschuldigung. Ja, Bam Majira zurückholen. Viva la Bam hat es geheißen. Ja. Da habe ich letztes Mal Doku gesehen, was sehr schockierend, was aus dem geworden ist. Schon, der ist komplett abgestürzt, Ja. gell? Und ich meine, also, es ist ein Checkers-Universum. Ja, und also, da- das ist eh schon, Ja. glaube ich, wo viele Leute sagen, ja, okay, mei, was soll passieren, aber der ist richtig abgekackt. der Okay, Bre. also Empfehlung, die Doku. Ja, das ist würde mich schon interessieren. Ja, ist traurig auf jeden Fall. Ist traurig, Ja. weil er echt ein cooler Typ war und der mega Hype gehabt hat und klar war wahrscheinlich trotzdem auch viel gestaged, weil es Fernsehen war, aber das Tanzen so haben sie ja wirklich gemacht. Wir sind 5 Jahre. Ja. Ja, habe ich schon auch sehr gefeiert damals. Ja. Ich habe auch, das hat einmal so eine Zeit gegeben, das war zwar ein bisschen später, da ist ganz viel von, kennst du noch Date My Mom? Next, Ja. der Bang Bass. Nein, und die ganzen geilen Pimp Serien. My Ride. Pimp My Ride, dann auf dem deutschen Bereich Talk, Talk, Talk. Ja. Wie geil war Talk, Ja. Talk, Talk. Die ganzen, die gibt es gar nicht mehr, gell? Die ganzen wie heißt das, Talkshows. Ja. Gibt es ja überhaupt gar nicht mehr, oder? Also, Gott sei nein, Dank. so eine nicht mehr. Nein. Gibt Zwei ja bei noch- Calvas, wie geil war es? Wir haben in die ganzen Talkshows. Arabella. Ja. Brit. Dann eine war vom Andreas Türk, oder? Ja. Dann irgendeine Sonja hat er nicht gehabt. Sonja Krause hat ja, also die Sonja Nein, Krause hat ja der Talk, Talk, Talk. aber es gab auch Sonja Krase. Ich weiß nicht, ob die Krasewitsch hat, das glaube ich, verwechsel ich gerade zu was Wahrscheinlich, anderem. Ja. Meine Mutter war so fanatisch auf Ja. Zwei bei Calvas, dass wir sie immer um 14 Uhr. Ja. Um 14 Uhr hat keiner sie stören dürfen. Okay. Egal, was sie macht. Ja. Wir haben alle gewusst, um 14 Uhr schaut sie Zwei bei Calvas. Das war egal. Ich hätte mir gerade an einer Haselnuss verschluckt. Ich hätte Zwei bei Calvas geschaut. Später, das ist so lang gegangen, als ich ausgezogen bin. So lange ist das gelaufen, ist es immer noch um 14 Uhr gekommen und wir haben zu der Zeit auch nicht anrufen dürfen. Okay. Ja. Also, haben wir schon, aber sie ist nicht hingegangen. Ja. Also, das war... Meine Mom war extremer GZSZ-Hul. Oh. Und
das war immer so, dass ich quasi, es ist zur selben Zeit immer SpongeBob gekommen, was ich mit meiner Schwester angeschaut habe auf meinem Fernseher. Und ich habe immer schon relativ lang, habe bis um Viertel nach 8 aufbleiben dürfen. Geil. Und dann bin ich so die letzten 5 Minuten immer so dazugeguckt, so GZSZ, und dann habe ich mich ganz stark gehalten. Ja, Und dann habe ich jeder. gedacht, ja. Und meine Mama hat das natürlich gecheckt und hat gedacht, ich habe einfach keinen Bock, jetzt den kleinen Bastard ins Bett zu bringen. Ja. Und ich bin so da geguckt. Jawohl. Ja. Schön in meinem Schlafanzug. Kleiner Focki gehabt. Ja, klar. Ja, du hast voll den geilen Fock gehabt. Ja. Und dann einfach da geguckt und geschaut, wie weit das es treiben kann. Und dann um 8:30. Irgendwann sind dann doch die mütterlichen Pflichten Ja. stärker geworden als Schon, die Unlust, Ja. jetzt den Fernseher zu verlassen. Ja, so war das damals. Ja, aber jetzt mal wieder spannend. Habe ich dann GZS sogar interessant gefunden. Lindenstraße habe ich mit meinen Eltern Ja. mal geschaut. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Das Einzige, was echt, jetzt noch Gänsehose, Ja, es ist jemand im echten Leben gestorben, ja. der hat im echten Leben Krebs gehabt und das haben so in die Serie eingebaut. Oh, okay. Und das war krass, weil die wirklich immer mehr, Verfallen ist. ja, war. Das Ich habe da viel Sachen unter uns. Gab es auch noch. Kennst du noch Freunde, das Leben beginnt oder Abschlussklasse? Ja, und Das war. Schloss Einstein gab es auch noch. Einstein hatte nur eine 4. Das stimmt übrigens nicht, ich habe das noch. Bernd das Brot. Das habe ich nie mehr. Nicht, oder? Nein. Das müssen wir jetzt mal anschauen, weil das ist nämlich richtig witzig. Ja, der Weil ist- Das der ist so wie SpongeBob, also. Ja. Also was fürs Käpfchen. Ja, ich check jetzt wahrscheinlich die Hälfte noch nicht. Ja. Hast du Captain Blaubeer geschaut? Schau aufs Handy. Ja, sorry. Alles gut. Captain Blaubeer, absolute Empfehlung. Auch. Und auch die Pinguine, die so Knetfiguren sind und dann einfach Ja. Pingu gefressen. Was ist wichtig? Müssen wir unterbrechen? Nein, aber Geht. Business, weißt du. Ja, ich weiß nicht, wie es ist. Ja, so viel. Man merkt, die 90s-Kids fokussieren sich früher auf Fernsehen. Ja. Scheiß auf draußen. Ja, voll. Draußen ist Albtraum. Draußen ist voll schlimm, ja. Ja. Und halt auch viel gezockt am PC. Viel Strategiespiele, auch noch GTA 2. Bestes Spiel ever. Ja. Sonst was halt wieder selber in die 90er. Wir sind schon wieder so ein bisschen 90er. Also jetzt ist ja 90er, aber viel Techno. So zum Schluss zumindest. War da nicht auch die neue Deutsche Welle so ein bisschen? Nein, die So in war den viel 80ern? früher. Was? Neue Deutsche Welle war viel früher, glaube ich. Es war Schon? so. Ich hab gedacht, Neue Deutsche Welle war so. Ja, 80er, ja. Ich meine, das ist übergegangen. Also auf jeden Fall war in den 90er die deutsche Musik schon auch recht vertreten. Ja. Ja, viel so Eurodance-Sound sind aus Deutschland, die wo auch internationale Erfolg gehabt haben. Tja. Das kennen wir Deutschen. Partymusik. Das schon, Okay. Los Brutalos Favorites haben wir Lieblingsspielzeuge aus den 90er. Gut. Mein Nintendo 64, mein Game Boy ja. und was habe ich noch gerne gemerkt? Noch irgendwas? Ja, gut, Lego. Lego habe ich auch extrem Aber das ist ja gefeiert. kein, nicht nur 90s. Nein. Aber bei mir auch so, womit ich wirklich die meiste Zeit verbracht habe, abgesehen von Wichsen, Ja. war mein Gameboy. Ja. Gameboy Color, gelbe Edition, blaue Edition, komplett durchgesuchtet. Also damit habe ich unfassbar viel Zeit verbracht. Was für mich ein Highlight war der, ich sag bei McDonalds hat es irgendwann einen, ich weiß nicht mehr, Mission Impossible oder so war das, auf jeden Fall hat es einen Fallschirmspringer gegeben. Mit dem habe ich echt viel zu viel Zeit verbracht. Das bedeutet, ich bin einfach noch hoch, haben runterfallen lassen und ich war beeindruckt. Ja. Haben wir es nicht sogar mal zu zweit gemacht? Ja. Ja. Wir haben mal zu zweit an Silvester 1 Stunde lang Soldaten unten im Schnee Ja, aufgestellt. in einem Komposthaufen. Ja, und haben dann also eine Stunde durchgehend auf die beböllert. Ja, schon, Einfach ja. um zum Schauen, was es ausrichtet. Und dann haben wir es immer wieder neu aufgebaut und haben es wieder beböllert. Ja. Haben dann unterschiedliche Stellungen eingenommen. Ja. Ich habe mit Soldaten gespielt, war cool. Ja. Ich war die Russen. Das war damals noch cool. Im ersten Türkei-Urlaub, wo ich gemacht habe, damals, bevor wir arm waren, habe ich so keinen originalen Gameboy gekriegt, sondern einfach so was Ähnliches, wo 150 Spiele drauf waren, so Oh. Snake und sowas Kenn ich gar und nicht. Tetris und so eine Dinge, und das war auch voll geil. Habe ich dann auch die ganze Zeit am Strand dattelt und Geil. habe in der Box habe ich eine kleine Eidechse gefangen und eine da und die ist dann gestorben. Ah ja, blöd, weil du gerade gedattelt hast, oder? Ja, schon, hätte vielleicht auch nicht eine Woche da drin lassen sollen. Aber hey, war gleich ein schöner Tod. Ja, ich glaube, er ist glücklich gestorben, weil wer gemerkt hat, da ist ein junger Mann, Ja. der spielt gerade mit seinem Ersatz-Gameboy, Ja, und hat Pseudo-Gameboy. keine Zeit für Luftlöcher. Alles cool, mach du dein Ding, Ja. wenn du mich raushauen willst.
cool, wenn nicht, genauso cool. Mach dein Ding, du bist ein cooler Typ, hat er sich gedacht. Also, Ja. Hast du eine Carrera-Bahn gehabt? Ja. ich habe eine Karrierebahn gehabt, mit der wo du die Spuren wechseln hast können. Oh. Stimmt, das war ein absolut. Ich habe auch gern Playmobil gespielt, auch relativ lang, weil meine Playmobil-Spiele haben sie so, ich wollte immer nur so Ritter, ich habe Leibet Schwerter braucht. Ja. Ich habe die dann immer einen in die Hand genommen und einen in die und manche haben festere Griffe gehabt. Ja. Und für mich hat derjenige gewonnen, der das Schwert verloren hat. Und ich habe versucht, so neutral wie möglich gegen mich selber zu Der, was spielen. noch in der Hand gehabt hat, oder gewonnen? Ja, logisch, Ja, genau. Und das bedeutet, ich habe dann halt da meine Ritter gehabt, da meine Ritter und haben die gegeneinander gekämpft. Dann habe ich so hingehalten und wenn das Schwert verloren hat, tot. Und so habe ich halt meine Schlachten gefochten. Ja. Ich habe Kickert habe ich auch sehr gerne. Ich habe einen Kicker gehabt, einen sehr billigen, aber. Ich habe so Fisher-Price-Platten gehabt, falls du die Marken noch kennst. Ja, klar. Und das war voll geil, weil da war Billard, Ja, da war kenne ich. Airhockey So geil. dabei und drunter war auch noch ein kleiner. Das Airhockey war zwar, glaube ich, ziemlich scheiße, Es aber. war halt Airhockey ohne Air, Ja. also man hat nur die Scheiben umeinander schießen können, aber trotzdem cool. Ja. Ich habe einmal, wo wir die Nachbarsbuben bei mir waren beim Lego-Spielen, habe ich immer die Stories gemacht quasi Ja. schon. Ja. War da nicht sehr offen für Vorschläge. Okay. Ja, da war ich schon so. Also, nein, das passiert jetzt nicht. Nein. Ja, aber der kann. Ja, verstehe. Aber Aber da war der ich, Flori mag jetzt wieder heim, Mama. Der macht hier alles kaputt, der hat keine Vision, der Prä. Ja. ich war da schon relativ flexibel. Also ich Ja. war schon sehr kreativ, aber ich habe die Leute auch durchaus erlaubt sein. Ja. Aber gut. Ja, wenn es ein guter Vorschlag war, dann schon, aber meistens waren es halt Müll. Waren halt gut, Ja. da kannst du noch auch nichts machen. Dann waren es ein schlechter Vorschlag, dann deine eine doch nicht mehr. Ja, aber ich glaube, dafür haben sie beim Playmobil dann sagen dürfen, was wir machen. Ja. Egal. Ja, 5 Entweder-Oder-Fragen habe ich hier für Ach, Sie. bitte, her damit. Wann wart ihr Weihnachten mal richtig betrunken? Also ich bin jetzt Weihnachten ein bisschen Ja. betrunken, weil ich habe die großartigste Weihnachtstradition überhaupt. Ich schlafe eigentlich an Weihnachten oft bei meinen Eltern Ja, und dann mache ich Vormittag meine ganzen Weihnachtsgeschenke und ab 10 Uhr nervt für mich das, wann ich endlich fertig bin, dass Ja. wir in den Keller gehen können. Es dauert immer bis 12 oder 1, aber ab 10 Uhr sagt er, ja, jetzt musst du mal langsam, Ja. weil ich schreibe dann meine Karten, Ja. ich kaufe meine letzten Geschenke, das sind meistens Ja. dann Konzertgutscheine, Ja. die drucke ich noch aus und sage, hier Ja. steht auch oben noch drauf, gekauft am 25. 12. ja, das ist noch nicht gekommen. Ja. Das ist nicht gekommen. Das ist echt, es tut mir so leid, es Ja. hat wieder nicht hingehört. Und dann gehen wir beim Dad und das ist das, was mich schockiert. Jetzt pass auf, das mache ich seitdem ich sauf. Gehe mit meinem Dad in den Keller und höre da so 2-3 Stunden Musik und wir Ja. trinken ein Bier. Und ich weiß noch, es hat einfach ein paar Weihnachten gegeben dann, weil wir haben dann ganz klar gesagt, ja, 4 halbe. Ja, Weil dann, ich möchte nicht, weil wir sind einmal zu den Bläser gegangen in der Kirche, weil das geil Ja. ist. Ich möchte jetzt da nicht rumlallen. ja. 4 Bier ist nicht mehr aktuell. Nein, das glaube ich, ja. Das ist ganz und gar nicht. Es wird jetzt, es gibt ja, also, ja, wie soll ich das sagen? Und das war auch gleichzeitig mein schlimmstes Weihnachten. Mein Dad hat einmal eine Phase gehabt, also ein halbes Jahr, wo es ihm so schlecht gegangen ist, dass er kein Bier mehr hat. Und dann hat er an Weihnachten nur 2 Bier getrunken. Oh. In dem Keller und ich habe nicht mehr gewusst, was ich dann da machen soll drin. Ja, Weil ich höre gern Musik. Ja. Aber ich süffelt halt auch gern vor mir her. ja, Also, saubsoffen war ich noch nie an Weihnachten, aber halt Ja. so einen schönen, angenehmen Pegel. ich bin auch nie vorgegangen, haben wir glaube ich Nein. auch schon ein paar Mal gesagt, haben immer viel gemacht. Wo ich mit dem Chris in der WG war, haben wir dann danach immer noch gehilft. Lässig. Schon, ja. Das war dann irgendwie so, beide von unseren zerrütteten Familien heimgekommen, haben uns auf die Couch gehockt und entweder halt so Weed-Platzl gefressen oder halt Bon gehilft. Ja, aber hat schon Stil. Er war schon, Ja. glaube ich, eine ganz coole Weg. Also, Ja, war glaube ich nur 2-3 Jahre, aber war entspannt auf jeden ja, da Fall. dann schön immer Call of Duty, Ja, das Zombie-Modus. sind auch die Nachbarn, die nicht beim Lego mitentscheiden haben dürfen, sind dann auch schon vorbeigekommen. Ja, super. Und dann war da so, ja. Aber ich habe auch nicht Bock gehabt, weil ich wollte am nächsten Tag ja trotzdem, habe ich ja dann immer noch Familienbesuche Ja. gehabt. Und da denke ich mir, einmal im Jahr kann man dann schon sich einigermaßen zusammenreißen und dann da für die Leute da sein. Die wo alle wollen, dass der Ja, dass der das geht ja Trap kommt. Ja. vor Ort. Das, ja. Sagen, wie läuft das? Ja, ja, wie letztes Jahr, sehr, sehr gut. Ja, reden wir nicht drüber. Fragst mich nicht nach dem Kontoauszug. Nein, Genau, ja. Aber ja, so richtig besoffen war ich, glaube ich, Weihnachten nicht. Könnte ich mich nicht erinnern. Ja.
Tatsächlich. Wie viel Glühwein könnt ihr saufen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Aber ich habe festgestellt, dass Glühwein was ist, wovor ich schnell Bauchweh kriege. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ich weiß Ja. nicht. Das ist irgendwie was ich nicht vertrage. Nein, das So nicht. gut. Aber Ja. Glühwein schießt schon gut rein. Das Ja. habe ich mir überlegt, ob man das einfach als Mini-Weihnachtsfeier, dass man einfach einen Christkindl mag, gern. Ja. Weil man gerade so nicht tratschen mit den Leuten. Ja. Aber ja, nein, Glühwein merke ich schon. Ja, merken du ihn auch schnell. Den merke ich. Geht auch schnell im Burn. Ja. Wer war euer Spotify-Rap-Top-Künstler? Los Brutalos. Ah, bei mir auch Los Brutalos. Aber nur, weil ich eben die Songs durchlaufen habe lassen. Weil ich gedacht, das bringt ein bisschen was. Ja. Ansonsten war bei mir weit vorn Cameron Whitcomb und Ludovico Einaudi. Also mein Spotify-Alter ist 74 und das vom Kid-Rap ist 18. Ja, Also ich glaube, dass wir das perfekte Team sind, um Los Brutalos weiterzubringen. Ja. Wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Ja. Also du hast für jeden was dabei. Mal Musik für 50-Jährige. Das ist gut in Mathe. Ja. 74 hast du gesagt, oder? Er hat gesagt, irgendwo in der Mitte. Also ja, das stimmt. Ja. Du wieder recht. Ja, bei mir war Die Trap, Raf Kamara, Clap the Bounce. Ja. So. Mit welchen materiellen Kleinigkeiten kann man euch eine Riesenfreude machen, außer Bier? Ich mag alles, was musikalisch ist. Ich mag kleine, Materiell. Also ja, okay. kleine Mini-Instrumente. Ja. Seine Sachen feiere ich immer. Kleine technische Spielereien und ansonsten kleine Sachen, kleine Es ist ein Materiell. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das meinen sie nicht. Ja. Die da draußen. Mein American Express Platinum Card. Ja. Also eine Kleinigkeit. Nein, das ist, ja, für die da nicht. Nein. Für uns ist es Ja. Usus. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin nicht so der materielle Mensch. Also, Ja, also ich überlege gerade, was eine Kleinigkeit ist, Ja. wo man mehr frei machen kann. Was mag ich denn für so kleine, schöne Sachen? Wo ich mich immer frei. ich mag ja keinen Grusch. Also insgesamt alles, was so, weil es einfach Hasszeug rumsteht zum haben. Nein, also mit Deko. Ja. Also ein Kühlschrank mag ich nicht. Da freue ich mich jedes Mal. Ja, da, also so Blechschüttel, so eine Ja, Sache. genau, Ja. das ist gut. Ah, ja, so Mini-Trinkspiele gibt es auch Ja. oft sowas. So eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, und sonst, ja, das ist wahrscheinlich keine Kleinigkeit, aber ich freue mich immer, wenn mir jemand Alkohol schenkt. Aber es ist ja wieder Cool, ja. Lebensmittel. Naja. Ja. Okay, die Frage. Habt ihr einen Lieblingsfisch? Da müssen wir unterscheiden Ja, zwischen jetzt- Essen und insgesamt. Ja, das ist jetzt, also essenstechnisch Ja. ist wir wahrscheinlich bei den meisten Leuten da draußen ganz klar Dorade. Ja. Ähm, aber nein, ich ist am liebsten ein Lachs. Ja. Das Essen ist der sehr. einzige Fisch, den ich wirklich gern esse. Ja, ich mag, was ich schon auch gerne mag, so zwischendrin, einmal ganz selten, wenn ich wieder schwanger bin, ist ich gerne so Ja. ein Heringsfilet. Das ist auf einer, so ein Heringssemmel mit Ja. Zwiebeln und Ding. Mag ich gar Aber es, da ist es auch schnell. Ja. Schluss dann. Magst du überhaupt gar nicht, echt? nicht. Nein, was ich mag, ist so ein Tomatenfisch. Das gebe ich mir noch gelegentlich. Thunfisch halt. Ja. Und was halt bei mir ganz, ganz schlimm ist, und das ist wie eine kleine Störung, sobald ich ein, zwei Gräten drin habe, Ja. habe ich keinen Bock mehr. Dann wird mir schlecht. Ich möchte, weil das passt nicht mit meinem Essverhalten überein, dass ich da so vorsichtig ist und dann ist da irgendwo eine Mini-Gräte drin, ich will das einfach inhalieren und das ist beim Lachs meistens ist das gut draußen. Jedes Essen, wo ich mir zu viel Gedanken machen Ja. muss, Ob darüber, ich wie drauf es stirb. ist. Das ist kein Zeitfaktor, weil ich liebe zum Beispiel Raclette. Raclette, da Ja. kann ich 3 Stunden hin essen und Ja. das dauert ja. Mein Problem ist nicht, dass ich keine Lust habe, langsam zum Essen werde. Ja. Das, du weißt Ja, nein, das also beim Raclette ist ja was anderes. Genau, Ja. aber so ein Fisch, wenn ich halt wirklich, oder wenn ich wieder so eine scheiß Pizza kriege, wo dann 40 Muscheln drauf sind in der Schale, ist eine nette Idee. Ja. Nennt man das Schale. Weißt du, was ich mit der Muschel Muschelschale, halt. ja. Und das hasse ich halt. Ich mag nicht noch arbeiten müssen, Nein. bevor ich dann, ich möchte selber entscheiden. Ja, gib mir einfach hau mal die TK Ja. Frutti di Mare Mix auf die Pizza drauf, das passt für mich. Weil, Sehr viel Knoblauch, Ja. Öl drauf und denke, super, ja. exquisit. Ich habe auch einmal richtig, ich hasse es,
wenn Italiener das machen, wenn die auf der Pizza keine Tomatensauce nicht drauf haben. Und Diese das ist, weißen ja, Soßen. und das ist ganz oft bei Frutti di Mare der Fall. Oft, ja, habe ich schon ein paar Mal gehabt. Weil Okay. ich lese halt nicht viel. Also Nein. nicht genau, ich lese Ja, halt Frutti gut. di Mare, dann denke ich mir, gut, passt schon. Ja. Und dann steht ja immer meistens dabei Tomatensauce, Mozzarella, Aldi Frutti di Mare Packung Ja. drauf auf Pizza. Sehr wenig Garnelen. Viele Muscheln. Ich mag, ja, richtig. Ja. Ja, nein, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber Boah, mir das ist ist trotzdem so auch ein bei der Traum. Pizza schon mal passiert, dass ich diese White mit Ja. Ding, das zeigt mir dann schon runter, Ja. wenn ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe einmal in Kroatien ein positives Erlebnis dahingehend gehabt. Und zwar habe ich da Salami-Pizza gehabt mit auch nur weißem Scheiß drauf und Käse. Aber da habe ich dann so ein Tomatending, was eigentlich auf der Pizza ist, zum Dippen gekriegt. Und das war dann irgendwie das geil. ist eine geile. Ja, weil dann habe ich dann Wow. da Ding und dann war ich war erst schon massiv angepisst, Ja, aber dann habe ich dem Ganzen noch eine Chance gegeben. Und dann war es ganz geil. Ja. Und das zeichnet dir aus, dass du immer weitermachst. Ja, schon, Dass ja. du, also, Ja. Ich meine, jeder andere kann sagen, aber du Ja. weiter marschiert. Ja. Mein Lieblingsfisch, menschlich, fischlich Ja. betrachtet, ist, ich mag Karpfen gern. Das sind ruhige, angenehme Fische. Mir Ja. nervt es, dass so brutal gejagt werden. Aber Karpfen ist ein ziemlich geiler Fisch, wenn man jetzt nicht ins Meer reingehen. Okay. Also heimischer Fisch, ein Karpfen. Ja. hätte ich- Ja, Hechte ist ja cool. Und ein Schuppenkarpfen. Ja. Ich mag einen Goldfisch gern. Ah ja, Habe ich viel gefordert in meinem Leben. ich noch nie. Und wenn wir jetzt international wären, nehme ich einen Clownfisch, weil ich finde es süß irgendwie. Und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Ich habe letztens ein Clownfisch, das ist das Ding, oder? Ja, Nemo. Ich habe letztens einen Fakt gehört über Clownfische. Die sind geschlechtslos. Oh. Das bedeutet, eklig. jetzt pass auf, es ist so, bei den Clownsfische wird immer das niedere, also der im Rang am höchsten stehende Fisch ist immer das Weibchen. Das bedeutet, sie haben keine Geschlechter, aber sobald jetzt zum Beispiel das Weibchen stirbt, wird der größte Fisch und der bedeutendste Fisch als neue Weibchen. Ah, okay. Und der Und legt dann die alle Eier. anderen und alle anderen ordnen sie unter. Okay. Und jetzt pass auf, findet Nemo. Die sind zu zweit. Ja, Die Mutter stirbt oder ist weg. Was weiß ich. ja, wird vom Hecht gefressen. Ja. Mutter Oder vom echt? Raubfisch. Ich weiß ja. nicht. Auf jeden Fall, die Mutter ist weg. Ja, Das bleibt in der Theorie, dass dann der Marlon das Weibchen werden. als Weibchen werden Ja. und müsste sie von seinem Bub wecken lassen. Und das ärgert mich, Ja, dass Disney dann sagt, okay, ich finde schön, dass die heile Welt machen wollen und dass Ja. jetzt jede Rolle von einem Schwarzen gespielt wird. Aber da muss man schon ein ganz kleines bisschen, sage ich mal, die Fakten kennen und sagen, ich möchte, wenn es jetzt einen dritten Teil gibt, möchte ich, dass Nemo Marlon fickt. ja, Weil sonst schauen wir das nicht mehr an. das ist nicht Macht's mir realistisch. die Ariel schwarz, ist gar kein Problem. Was denkst du, was Ariel untenrum ist vom Fisch her? Das habe ich mir zu oft gestellt, Ja. die Frage. Ich glaube einfach nur ein blöder Fisch. Heilbutt. Ach so, du meinst Ja. was für Fisch? Ja, es ist ja Ich habe oben gemeint, ob Mensch es eine und Muschi unten- hat oder nicht. Also, ich glaube nicht, oder? Ja, das habe ich gedacht, war die Grundfrage. Ja. Ähm, Es ist da irgendwie unsexy, gell, wenn du denkst, also Meerjungfrau und dann so, ja, ich bin eine halbe Dorade, ja, ein oder, halber Heilbutt, ein halber Barsch, ja, oder ein halber der Dollenfisch, Dollenschädel. schon ein halber Mondfisch. Ja, dann ist es natürlich blöd. Ja. Ich glaube, boah. Kennst du die Szene bei dir, ein bisschen ein kleiner Sprung bei Mhm. den Simpsons, wo der Bart auf dem Fischkutter arbeitet Mhm. und es kommen halt die ganzen Fischerei und er so, ja, wer darüber geredet, dass der Bart noch nie so engagiert war bei einem Job und er die ganze Zeit die Fische ausnimmt, Messer Rein, Gedärme raus. Ach so, Ja. das kenne ich schon, ja. Ja, und dann eben gesagt wird, und dann hat er einen Zauberfisch in Ach der ja, Hand und dann Messer. sagt er, ja, der sagt, ja, wenn du mich verschonst, hast du einen Wunsch frei. Und er Messer. Rein, Gedärme raus. Ja. Haben wir sehr amüsant Ja. gemacht damals. Ich glaube, so da das bei der Meerjungfrau machen. Ja, weil, was denn? Ich bin nur Fischer. Ich habe einen Instinkt. Du hast den heiligen Eid geschworen. Heiligen Ei geschworen damals, als ich meinen Jugendfischereischein abgegeben habe. Ja. Dass ich, auch wenn ich jetzt keinen richtigen Fischereischein habe, trotzdem die Regeln einhalte. Und wenn ich jetzt Ja. halt eine Meerjungfrau rausziehe, Ja. Das schon was hat. die es schon was hat, Kiemenstich, zack, auf. Sage ich hier, Ja, dann schauen, was du nochmal dir anstellen kannst. ja, Und dann ist es. Schön am Backteig, ja. aber nur die obere Hälfte.
Ja, schon, ja. Bin ich kein Kannibale, ist ein Fisch. Ich kenne viel zu viele Leute, die fischen und Fischer sind, aber kein Fisch mehr. Ja, gut. Ja. Aber ich glaube, wenn du da so viel abgeschlachtet hast für den. Ja. Und ich glaube, manche machen das einfach das Wichsen von daheim. Ja, ich denke auch. Also das, weil ja, ich gehe fischen und dann hocken sie halt einfach auf dem Boot und saufen. Ja. Ja. Oder nicht auf dem Boot. Ich bin auch mehr der Nicht-Bootfischer, wobei ich einfach nie auf dem Boot gefischt habe. Wahrscheinlich ist es Ja. schon geil, wenn du rausfährst, aber ich hocke mir einfach gerne an den Rand. Ja. Ja, so viel dazu. Ja, jetzt hat es uns mal wieder von anderen Ja. Seiten kennengelernt. Nur Ja. von unserer ehrlichen Fischseite. Fan der Woche haben wir einen Tom hier notiert. Okay. Tom O. Du weißt, glaube ich, wer gemeint ist. Ah! Ich weiß nicht, ob man seinen ganzen Namen sagen darf im Das Podcast. sagen wir jetzt nicht, aber ich nehme einen Osti, Ja, der Osti Tom. ja, Wir sind bei seinen Top-Hörer dabei. Er ist einer unserer Top-Musiker, Top-Hörer. ja. Wir sind sein Top-Artist. Gehört zu den 0,1% der unserer Hörer, die uns, wie viel Hörer? 900 Minuten an uns Ja. gehört. Also vielen Dank. das hast du super gemacht. Ja, Danke. spitzenmäßig. Weiter so, weiter so. Secret-Tipp haben wir. Wie immer gar keinen. Nein, Jetzt bleiben wir uns jetzt mal wieder ein bisschen was vorbereiten. oder die Kategorie Streicher. Das war auch eine Option. Ja, aber ja. nächste Woche haben wir vielleicht einen guten Secret-Tipp, wenn wir wieder in das Restaurant fahren sollten. Wow, auf alle Fälle. Das wäre auch nochmal jetzt ein Riesenpunkt, Ja, weil das bist du jetzt zum ersten Mal wieder in der angenehmen Situation, dass du keinen Grund hast, weniger zum Trinken, weil du am nächsten Tag noch heimfahren musst, weil wir direkt an dir vorbeifahren. ja, Ist die Frage, wer sich bereit erklärt, so wenig zum Saufen, dass wir am nächsten Tag vor 16 Uhr fahren können. Weil ich sehe mich da gerade gar nicht. Nein, Muss ich jetzt ja, weil ehrlich es sein. die letzten Male so zurücksteckt. Ja, also eigentlich, ich habe in Regensburg fast nichts getrunken. Ja, Also für mich ist da ganz bist du klar, gefahren, ja. Ich bin hingefahren. Vom Fun bin ich gefahren. vom Fun. Ja. Da sind wir mit meinem Auto gefahren. Ja, stimmt. Ja, Aber da hätte glaube ich jeder fahren können. ja, war nicht so geil. War Ne? noch bis Aber halb für fünf. haben wir schon ein Bein gepresst dann mit dem Ramsey. Ja. Ansonsten, ja, das was ansteht, die Woche haben wir schon gesagt, Saalbach, Dream, Backstage. Nächste Woche ein bisschen recorden vielleicht, wenn es wieder geht. Und, Stimmt. Ja. Müssen wir neu planen. Ansonsten, Hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry, oder? danke.